Hallo Leute und herzlich willkommen zum Update-Video von Ort, oder wie es neu heißt, Boundless. Sie haben endlich den C++-Port geschafft. Ursprünglich war das Spiel ja in JavaScript und jetzt ist es C++, weil auf der PS4 wird es auch erscheinen und PS4 verlangt C++. Für alle, die es nicht wissen, das sind JavaScript und C++ sind Programmiersprachen. C++ ist sehr viel schneller als JavaScript. Und das merkt man, also wenn ich mal aus dem Menü rausgehe, die Frames sind unglaublich. Im Debug-Menü, seht ihr, rechts oben, ich habe 50 Frames. Meistens habe ich so um die 60. Aber es geht nie unter 50. Und was noch in JavaScript war, da hast du Glück gehabt, wenn es mal bei 30 geblieben ist. Mal abgesehen davon, dass es auf 30 capped war. Also es ist nicht über 30 gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben auch einen Haufen von den Texturen überarbeitet oder komplett geändert. Und ich gebe jetzt kurz einen Überblick, was das alles ist. Und zwar haben wir da Soil Clay Base. Kann man nicht damit craften, aber Lehm ist Lehm. Dann Soil Silty Base, das ist quasi der Dirt, den ihr da überall seht. Das da ist genau das gleiche. Kann man nicht damit craften. Es gibt noch einen Bug, dass er dann nicht droppt, wenn Gras drüber gewachsen ist. Aber das wäre das da hier. Dann haben wir Sand Default Base. Ist einfach Sand. Kann man vielleicht Glas damit machen. Weiß ich gerade nicht. Das Crafting ist halb implementiert. Ein paar Sachen funktionieren noch nicht. Dann Gravel. Sollte klar sein. Und dann haben wir da 3 verschiedene Steintypen. Und zwar, wir haben Rock Metamorphic Stones. Das ist das, was ihr bekommt, wenn ihr das Zeug aus dem Berg rausholt. Also quasi Cobblestone, wenn ihr von Minecraft kommt. Dann Rock Metamorphic Base. Das ist quasi Cleanstone. Weil mit dem hier könnt ihr das hier craften. Und mit der Metamorphic Base könnt ihr Metamorphic Bricks craften. Das sind einfach Bricks. Sieht auch so aus, oder? Dann Eis. Eis ist Eis. Sieht cool aus. Wie ihr seht, es schimmert da ein bisschen der Boden durch. Also es ist halb transparent von Art. Und ja, ich finde, es sieht cool aus. Dann haben wir da das Bounce Pad. Die sind wie immer very bouncy. Also ich kumpe nicht, es bounce so. Es sieht so lala aus, finde ich. Es ist ein bisschen... Ich wäre dafür, dass sie das nochmal überarbeitet. Aber ja, ist annehmbar. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dann Glas. Es tut immer noch nicht connecten. Also Texturen connecten nicht. Aber ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Dann Gleam. Leuchtet. Sieht interessant aus. Auf dieser Weg gibt es wahrscheinlich nur grüne. Ich habe bis jetzt noch grüne gesehen. Aber im Endspiel, im Spiel am Schluss sollte es so ziemlich jede Farbe geben, die ihr euch vorstellen könnt. Und dann haben wir noch 3 verschiedene Holzsorten. Und zwar Ancient Timber. Das findet man auf dieser Welt und auf der anderen Welt, glaube ich, auch. Die Blätter, die dazugehören, sind die da hinten. Ein paar Leute haben gesagt, die Textur sieht richtig komisch aus und ich finde, für eine Palme zum Beispiel sieht das ziemlich exakt so aus, wie es sollte. Aber wenn es ein bisschen steinig aussieht, aber es hat ja nicht, ja, ich finde, es sieht nicht schlecht aus. So sehen die Planken aus, wenn man das daraus craftet. Mit der Stege noch oben drauf. Dann Lustrous Timber. Das Holz bekommt man. Also es gibt Bäume mit dem Holz. Das hier sind Blätter. Sind so ein bisschen wachsartig. Ich bin nicht so ein Fan davon. Manchmal sind sie aus wie so Zitronen auf niedrigerer Grafikstufe. Ja, ich finde, sie sehen ein bisschen aus wie die Ohren vom Shrek. So ein bisschen plattdruckt. Aber naja, ich meine, es gibt wachsähnliche Pflanzen bei uns. Und das ist jetzt halt nicht unseren Planet, sondern ein anderer. Und das ist Timber, wo man daraus bekommt, also die Planke quasi. Kann man aber noch nicht craften. Also man findet die Bäume, kann die Planke nicht craften. Die Planke bekommt man am Anfang im Moment, wenn man startet.
wenn man spawnt, haben wir 50 von denen im Inventar. Und sind uncraftable und man kann auch nichts daraus machen. Also ihr könnt keine Stege daraus machen und nichts. Und zuletzt haben wir noch Twisted Timber. Das hat es auch schon vor dem Update gegeben. Ich weiß nicht, ob sie viel an der Textur geändert haben. Ich finde, es hat ein bisschen mehr Tiefe. Ich kann mich auch täuschen. Und das hier sind Planken draus. Die sehen eigentlich immer noch relativ ähnlich aus, wenn ich das... Wow, lag. Wenn ich es in richtigem Kopf habe. Und das sind Blätter dazu. Wie viele Leute haben auch gesagt, die sehen nicht so geil aus. Aber ich finde... Wieder, also ich meine... Ich habe schon schlimmere Blätter gesehen. Und für die richtige Art von Baum, wieso nicht? Also da gesehen, dass die schweben halt jetzt, weil es noch keine Regeneration gibt. Aber der Tintenbäume mit diesen Blättern, ich finde, es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Also, es hätte schon Schlimmeres gegeben. Und das sind, soweit ich weiß, alle neue Texturen. Falls ihr noch andere kennt, schreibt sie in die Kommentare. Und falls ich noch welche finde, werde ich sie entweder jetzt gerade danach reinschnipseln oder irgendwann noch ein zweites Video machen für die nächsten Updates. Weil momentan geht es relativ schnell vorwärts. Jeden Tag gibt es Fixes und es wird sicher auch wieder mal, bald einmal hoffentlich, ein Update geben, wo ein paar von den Sachen, die noch nicht drin sind, reinkommen werden. Natürlich habe ich jetzt schon vergessen. Die von der Laterne. Auf der Seite sieht sie neu so aus. Oben und unten hat sie konzentrische Kreise. Wahrscheinlich sollte es aussehen wie eine Laterne. Wobei es mehr aussieht wie eine Laterne in einem Käfig. Aber ja, ich finde es sieht nicht schlecht aus. Ein neues Feature, das seit dem Update auch drin ist und ich übelst cool finde, ist erstens mal Block Damage bleibt. Also wenn ihr den Block ein bisschen anhaut, bleibt es für 8 Sekunden, der Status vom Block bleibt quasi. Und nachher resettet er sich wieder. Und falls ihr das zweite, den gleichen Block abbaut, baut ihr den schneller ab. Weil der Damage vom Block ist auf dem Server gespeichert und nicht im Client. Das heißt, der Server nimmt von euch beiden den Damage, den ihr am Block macht, und addiert sie auf. Das ist übelst cool. Das heißt, wenn ihr irgendein Ding habt, wo ihr überhaupt nicht klein bekommt, oder falls ein Kollege und hier irgendein Tunnel bauen, ihr könnt nebeneinander oder ihr könnt am gleichen Block bauen und ihr seid gleich schnell, beziehungsweise ja, schneller, je nachdem wie man es nimmt. Jetzt folgen noch ein paar Features, die noch nicht implementiert sind, aber definitiv auf der To-Do-Liste stehen, weil sie in der vorherigen Version auch schon drin waren. Es hat keine Wasserphysik. Wasser fließt nirgendwo an. Und wenn man einen Block im Wasser platziert, dann ist das Wasser für immer weg. Es hat keine Wolken. Viel, wo man schiesst, zieht keinen Schweif hinter sich her. Es hat keine Mini mehr. Manche Sounds sind noch nicht vorhanden oder tönen komisch. Tageszeiten und Wetterzyklen sind noch nicht implementiert. Die Sonne bleibt immer am gleichen Ort. Kreaturen droppen kein Loot. Manche Texturen von Blöcken im Inventar oder in der echten Welt sind noch nicht vorhanden. Es hat keine Vögel. Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr an die geile Boundless Beta ankommt, das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach bei Steam einen Code eingeben, was euch ermöglicht, euch in die Beta einzuschreiben. Wenn ihr das genau macht, verlinke ich in der Beschreibung. Und das war für heute mit dem Boundless Update. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und falls es euch gefallen hat oder falls nicht, lasst einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.